Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Es ist ja nicht weniger als der erste Skandal vom Jahr. Das um Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand. Er soll ja Insider-Devisengeschäft gemacht haben. Gestern hat er sich erklärt. Wir haben heute Reaktionen. Ganz grundsätzlich steht ja die Frage im Raum, sind Devisengeschäfte gut? Soll man auf Gewinn mit Währungen spekulieren? Tennisgenie und vor allem Multimillionär Roger Federer? Ja gut, ich verstehe es nicht, das Theater. Das ist doch nichts Schlimmes, oder? Ich wette auch immer auf meinen Sieg, oder? Gut für mich, dass ich meistens gewinne, ausser wenn ich verliere. Die Wochenzeitung Weltwoche ist dem Nationalbankchef ja besonders hart an Karren gefahren, der Chefredakteur Roger Köppel. Ein Karren ist ein Fahrzeug, das fährt. Um was geht's? Das letzte Wort im Skandal Hildebrand ist noch nicht geschrieben. Als nächstes gibt's eine Weltwoche-Sonderausgabe darüber, wie der Philipp Hildebrand beim Monopoly bescheisst und dauernd eigenes Geld druckt. Ein weiterer Informant hat ausgesagt, dass er auch heimlich mit der Karte von seiner Frau Cumulus-Punkte sammelt. Ja gut. Immerhin, der Philipp Hildebrand hat ja sofort gemerkt, die Währungsgewinne von seiner Frau da, die wirken nicht sehr elegant. Er hat die 75'000 Franken Gewinn an die Schweizer Berghilfe gespendet, was voll und ganz im Sinn vom Bergbauer und Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal muss sein. Ratata, der Philipp Hildebrand hat das Herz für die Bauern. Hätte die Nationalbank dann auch eine Filiale in Chur? Ratata. Und kein Geiss, kein Berggeiss schlägt's weg. Für Philipp Hildebrand sind es harte Zeiten. Der Ruf vom höchsten Banker der Schweiz hat ja schon ein bisschen gelitten. Wie umgeht er damit? Sportlich nehmen, das ist der Tipp vom Skiprofi Carlo Janka. Ja, da im Skiclub Wiesel in Obersachsen wäre das alles kein Problem. Jetzt wird sich zeigen, ob der Skifahrer Hildebrand eine Kippstange ist oder nicht. In dieser Situation wäre ich sicher wieder ein bisschen besser, wenn seine Frau das Material wieder ein bisschen besser auf den Wechselkurs würde abstimmen. Beim Skiclub Wiesel in Obersachsen haben wir besprochen, dass es gut wäre, wenn er die Bindung wieder ein bisschen würde anziehen, besonders die zwischen ihm und seiner Frau. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.